Guten Morgen und herzlich willkommen zu meiner neuen Podcast-Folge. Ich hoffe, euch geht's gut. Ihr habt es euch gemütlich gemacht, habt euch einen Tee gemacht, liegt ganz entspannt in eurem Bett oder sind einfach am Arbeiten. Oder keine Ahnung, wenn ihr meine Podcast-Folge hört, vielleicht im Bus oder so. Ich hoffe, euch geht's gut. Yeah! Ich bin fucking hyped auf die Podcast-Folge, Alter. Ich habe sehr viel wieder mal zu erzählen. Und ich werde auch heute ein bisschen über das Thema reden, weil ich eigentlich schon lange mal darüber reden wollte, weil ich es echt spannend finde. So ein bisschen das ganze Thema Stress und so habe ich ja schon mal besprochen. Aber heute gehe ich vor allem auch noch so ein bisschen darauf ein, Schulsystem und alles Zeugs. Also es wird intens, sagen wir es so. Und ich kann euch schon mal vorwarnen, ich sage, meine Ohren sind zu. Ich müsste mir eigentlich einen Tee machen. Wieso komme ich jetzt auf die Idee? Also jetzt, so, weißt du, mit dem Chilligen. Könnt ihr für mich einfach einen Tee machen? Falls ihr gerade chillt, macht jetzt einen Tee, gönnt euch. Weil ich bin fucking verkältet, also wirklich Anschiss des Grauens. Und ich kann, also so, ich fühle mich nicht krank, aber meine Nase läuft halt, ich habe den Husten und meine Ohren sind noch zu. Also es ist wirklich ungeil, ich höre mich selber. Also wirklich, vielleicht ploppen sie irgendwann in dieser Folge noch auf. Es wäre geil, wenn wir das Erfolgserlebnis noch in dieser Podcast-Folge. Das ist wirklich mühsam. Und ich weiss nicht, was machen. Weißt du, dann googelst so und dann kommt einfach so, ja, musst die Nase zuheben und dann blasen. So, als ob ich das nicht kenne, Mann. Das macht es einfach nur noch schlimmer. Und dann kommen so wirklich ganz Arschsachen wie ja, Wasser reinfüllen und mit Öl und weiss ich nicht. Also ich habe alles gemacht. Und das Ding ist, es gibt Momente, wo es wieder easy ist und dann auf einmal kommt es wieder schlimmer. Oder wenn es so halb schlimm ist, dann machst du eben genau den Druckausgleich, wo du die Nase zuhebst. Und dann ist es einfach noch schlimmer. Dann kriegst du einfach komplett und es ist einfach scheiße. Was auch hilft, ist so Kaugummi. Manchmal hilft es, manchmal auch absolut nicht. Jetzt gerade ist eben einfach Krise. Darum, ich denke, ja, fühlt euch einfach glücklich. Schätzt gerade, dass eure Ohren funktionieren, falls sie funktionieren. Nicht so wie bei mir. Ja, man schätzt Sachen erst, wenn man sie nicht mehr hat. Das macht eigentlich voll keinen Sinn, aber ihr wisst, was ich meine. Ja, Bro, was läuft gerade bei mir? Es gibt wieder... Eigentlich gibt es gar nicht so viel. Ich habe ja die letzten 12 Podcast-Folgen gefühlt immer so ein bisschen von meinem Studium geredet, weil das gefühlt so das Einzige ist, was ich halt so erlebe in meinem Alltag momentan. Und ich habe letztes Mal gefragt, ob das Stress, wenn ich damit voll labere. Und es hat noch ein paar Kommentare gegeben, die so gesagt haben, nein, erzähl nicht, hör nicht auf, erzählen mit dem, es ist mega spannend so. Und darum, okay, von mir aus, dann reden wir halt gleich über mein Studium. Ja, weil wir haben ja jetzt, also ich habe letzte Woche das Zürich Filmfestival Modul abgeschlossen. Finally. Oh, bin ich glücklich. Oh. Also ich muss sagen, wenn ich jetzt so zurückschaue, ist es gar nicht so schlimm. Es war einfach währenddessen so ein bisschen Pain gewesen. Und jetzt haben wir ein neues Modul und ich habe mir gedacht, nein. Also ich bin in dieser ersten Lektion ich drin gehockt und ich habe mir wirklich so gedacht, Kopfschuss. Also ohne Witz, so mega Schiss. Aber nachher ist es doch nicht so schlimm gewesen. Also vielleicht wisst ihr das nicht, aber wir haben in der Schule, also ich glaube, immer wenn ich von meinem Studiengang erzähle, haben alle immer das Gefühl von, das ist nur für Influencer und man lernt nur Sachen von Social Media und nein! Es geht komplett um Medien und du lernst ja mit Kamera umgehen und all das Zeug. Also es ist für mich etwas komplett anderes, also nicht komplett, aber schon relativ etwas anderes als jetzt mein Job, quasi mal, also Social Media. Und wir lernen unter anderem auch animieren. Das habe ich vorher nicht können. Und ich bin auch echt scheiße im Animieren. Zwar mittlerweile geht's. Ich habe so ein bisschen, also hoffentlich nach einem Jahr, so ein bisschen Skills. Aber eigentlich auch nicht wirklich. Also, ja, ich bringe einen Fisch zum Leben, aber ich kann jetzt nicht krasse Sachen machen oder so. Und jetzt haben wir eben wieder, also wir haben das immer ein Modul animieren pro Semester. Jetzt haben wir das 3. Mal animieren, weil ich im 3. Semester bin. Und jetzt geht es darum, dass wir ein animiertes Erklärvideo machen. Und das Lustige ist, kennt ihr SRF School? Oder Schools? Keine Ahnung. SRF My School, whatever. So hat es früher geheißen. Ich habe das nicht gekannt, weil wo ich in der Schule war, oder unsere Lehrer hat es absolut nicht gejuckt und die haben das nie gezeigt. Aber bei uns hat es irgendwie nie Sachen gegeben. Aber offenbar gibt es an vielen Schulen und sicher auch ein paar von euch, die zuschauen, schauen mal regelmäßig ein Video oder ein Video, wo es erklärt oder whatever. So. Also ich habe zum Beispiel einmal, das war zwar SRF Kids, sind die zu mir heimgekommen, haben so etwas aufgenommen, wo es irgendwie so um Schönheitsideal und so geht. Und ich bin schon so, boah krass, SRF und so. Aber, also, no flex, he. Es hat schon
also schon ein paar Beiträge, also ich habe schon ein paar Mal mit SRF so zusammengearbeitet, so. Und darum bin ich jetzt also so, ja, SRF Kids, I don't know, so. Ich habe jetzt nicht gedacht, dass es so ein Ding ist. Und ich habe ja so viel, ich glaube, ich habe wirklich noch nie so viele Nachrichten bekommen bezüglich irgendwie einer externen, also von einem Medienhaus so, von «Hey, wir haben dieses Video in der Schule geschaut und oh mein Gott» und «Oh». Also wirklich so, viele Schulen haben auch das Video von mir im Unterricht geschaut, wo ich wirklich so war, yo. Also haben wir dann so ein Video nochmal reinziehen, jetzt müssen wir schnell realisieren, das könnten potenziell auch meine alten Lehrpersonen schauen. Weiß ich jetzt nicht. Ja, auf jeden Fall. Kurz grob gesagt, SRF School ist wie so ein Archiv für die Lehrpersonen, was dann ihren Schülern zeigen können. Und das ist zum Beispiel, was ich jetzt gerade vorgestellt habe, ein Video davon. Und jetzt ist unsere Aufgabe, dass wir ein animiertes Erklärvideo machen für SRF, was dann auch in diesem Archiv wird sein. Also potenziell könnt ihr mal mein Animationsvideo in eurer Schule schauen. Jetzt gibt es also ich bin schon so, okay, animieren, schießt so ein bisschen an, weil ich es nicht so gut kann, weil ich es nicht so mega gerne mache. Ich habe lieber eine Kamera in der Hand und Storytelling-mäßig etwas überlegen und weiss auch nicht, umrennen und Video schneiden. Das ist so mein Ding. Also animieren ist nicht so mein Ding. Und jetzt kommt eben das Beste. Wir haben ein Thema zugeschrieben bekommen. Also wie ein Oberthema und dann gibt es noch so 7 verschiedene Unterthemen, die wir eins aussuchen können. Und das Oberthema ist, Bro, weißt du, Energien. Ich weiss es nicht mal. Warte, ich muss schnell anschauen. Mann, ich dachte, ich kann das auswendig sagen. Ich habe das Wort vergessen. Warte schnell, Leute, wir finden es raus. Wie sagen wir diese Energien? Weißt du, so Windenergie, erneuerbare Energien. Ist es das? Vor allem das Beste ist, ich check ja das Thema selber nicht, ich muss das im Animationsvideo erklären. Aber ich glaube, erneuerbare Energien. Und da hat es so wie Unterthemen wie eben Windenergie, Wasserkraft und Bioenergie und weiss doch auch nicht was. Und ich bin schon so, ich habe all die Energien durch. Also allgemein, Bro, erneuerbare Energie ist jetzt nicht mein Thema, wirklich nicht. Ich bin extra an eine fucking Kunstschule gegangen, damit ich einfach von allem Möglichen, was Biologie und Chemie und Physik einfach einen riesen Abstand hat. Jetzt komme ich in einer scheiß Kunstschule an und muss über erneuerbare Energie ein Video machen. Also wirklich, ich habe mir gedacht, Kopfschuss. Aber ich habe mich dann, also wir haben dann so 2 Teams müssen machen. Das ist, glaube ich, das erste Mal, wo ich ein Gruppenprojekt mache. Weil sonst war es immer ein Einzelprojekt gewesen, so. Ja, und jetzt bin ich mit vielleicht kennen das ja, Nina. Ich habe mit ihr auch mal eine Podcast-Folge gemacht. Jetzt machen wir mit ihr zusammen ein Animationsvideo. Wir hassen beide animieren, von dem her perfekte Voraussetzung. Aber wir haben uns für Wasserkraft entschieden, einfach weil wir alles andere, wir können mit nichts anderem etwas anfangen. Also mit allem anderen können wir nichts anfangen. So was würde ich mich mit Bioenergie oder was ist das alles gewesen? Ich weiß es auch nicht. Ich will es eigentlich ganz schnell wieder vergessen. Aber auf jeden Fall haben wir Wasserkraft und jetzt, wenn wir so ein bisschen 1 bis 2 Minütige Erklärvideo machen. Und 1 bis 2 Minuten klingt nicht lang, Leute, aber das ist, du musst alles separat animieren. Und jetzt sind wir halt gerade wie so ein bisschen am Text dran und so. Aber ich weiß nicht, wir zwei sind halt voll so Menschen, die so uns gegenseitig aufhypen. Also ich finde, wir sind eigentlich ein relativ gutes Team. Darum bin ich eigentlich mittlerweile wieder so ein bisschen hyped. Wir sind so gewesen, oh mein Gott, wir werden dann so Figürchen machen, die so cool animieren und erklären. Ja, klar, ich kann es jetzt gar nicht so deep erklären, aber ich bin auf jeden Fall hypeder, als ich es vorher war. Und irgendwie ja, freue ich mich jetzt gleich sogar auf das Modul. Aber ich bin gespannt, weil eigentlich sind das all die Voraussetzungen, wo ich so wirklich bin, kein Bock. Aber das Einzige, was ich auch muss sagen, was mich so ein bisschen reizt, lustigerweise, ist so der Fakt, Kinder erklären. Weil, falls ihr es nicht wisst, ich habe ja mal recht lang Lehrerin werden. Stellt euch vor, ich bin Lehrerin, jetzt Swag. Nein, aber irgendwie, ich irgendwann so Kurven irgendwo abbogen links. Aber ich wollte Lehrerin werden und irgendwo schlummert das ja immer noch in mir rein. Gut, wenn wir ehrlich sind, mein Podcast ist eigentlich ein bisschen so, also ich rede in jeder Podcast-Folge eigentlich über Sachen. Nicht, dass ich jetzt die Lehrerin bin und ihr seid meine Schüler und ich sage euch jetzt, was wir damit machen. Aber so ein bisschen das Ding von etwas weitergeben. Ich habe Freude daran, um Leuten etwas weitergeben. Egal, ob das jetzt ist von über etwas beibringen oder keine Ahnung, über ich weiß auch nicht. Ich wüsste, was ich meine. Auf jeden Fall, darum, das ist für mich auch noch so ein bisschen ein Reiz. Also, ja.
Und sonst mal schauen, vielleicht werde ich im späteren Leben dann gleich mal noch Lehrerin. Vielleicht ist es dann eine Welt, wo es nur noch um die sozialen Medien geht und dann werde ich die crazyste, geilste Lehrerin, die euch alles über die sozialen Medien beibringt, weil ja, etwas anderes könnt ihr euch halt wirklich auch nicht beibringen. Ja, auf jeden Fall. Was ist noch? Ich bin jetzt das Wochenende am Big Air Chur gsi. Ich habe ehrlich gesagt gar nicht so viel zu erzählen von dem. Ich habe eigentlich mit meiner Katharin, wir schreiben damals so, wenn ich, also meistens ist so Freitag die Abgabe so und ich habe sie gefragt, ob ich es auch am Sonntag, also heute, kann ich abgeben, weil ich noch sicher viel vom Big Air Chur zu erzählen habe. Ich habe wirklich nichts zu erzählen. Also eben, wir waren Freitag und Samstag gewesen, der Can und ich. Und ja, ich muss sagen, letztes Jahr hat es halt recht viel mehr Leute gehabt, also Influencer, die wir auch kennt haben. Darum war wir vielleicht noch so eine größere Gruppe gewesen. Das Jahr ist so, der Alti Maelo und so sind auch gegangen und wir haben auch mit ihnen gechillt und so. Aber jetzt nicht so die ganze Zeit. So, also der Alti und Maelo sind auch nur am ersten Tag da gewesen. Darum, ich weiß nicht, wir sind dann wie am zweiten Tag noch gewesen. Und ich finde, also vom Vibe und alles ist es eigentlich geil gewesen. Und, das Wetter war ein bisschen äss gewesen. Aber ich merke halt einfach, ich finde es halt tausendmal geiler, wenn du so in einer Gruppe gehst. Also Can und wir haben das beide so ein bisschen gefunden. Weil das ist gleich, wenn du in den Ausgang gehst, also ich will nie mit dem Can zu zweit in den Ausgang gehen, das ist einfach nicht gleich geil wie mit einer Gruppe. So. Und letztes Jahr sind wir halt so eine richtige Gruppe gewesen. Also wir hatten zusammen ein Chalet gehabt. Chalet. Wie sagen wir denn? Ja, ist ja gleich. Einfach so eine Unterkunft, wo wir alle zusammen so pennen, so die gleiche Küche haben und so. Es war ein mega Vibe gewesen. Und dieses Jahr haben wir halt auch ein Hotelzimmer gehabt. Also das denkt gerade so, was, wir haben noch ein Hotelzimmer gehabt, Leute. Mega scheiße. Nein, aber also, es ist ja mega blessing so. Aber ich persönlich finde es eigentlich, also ich fühle es halt wirklich mehr, eben in einer Gruppe etwas zu erleben. Und das hat mir wie dieses Jahr so ein bisschen gefehlt. Aber wie gesagt, ich habe es gleich nice gefunden, es war nice gewesen, aber wenn ich es mit letztes Jahr vergleichen kann, habe ich es fast noch ein bisschen geiler gefunden. Genau, das zum Big Air. Was haben wir noch für Updates? Kurz durchraten. Also auf YouTube, Leute, falls ihr jetzt gerade meinen Podcast auf YouTube schaut, dann hoffe ich, dass euch aufgefallen ist, dass ich jetzt das alles ein bisschen verändert habe. Zum einen habe ich einen crazy YouTube-Banner jetzt. Vorher war der so Ass. Der Can hat den für mich gemacht. Kurz Applaus für den Can. Gut. Und ich habe es endlich gemacht. Ich weiß nicht, warum ich das nie gemacht habe. Aber ich habe ihn umgenannt auf die 9. Pause. Vorher hat er einfach Nati Style Extra geheißen. Also Nati Style Extra, nicht Extra. Genau. Also, falls ihr auf YouTube mal wollt. Also, übrigens, falls ihr meine Folgen früher wollt, sie kommt immer am 5 Uhr am Abend kommt er auf YouTube online und später dann am 12 Uhr in der Nacht kommt er da auf Spotify online. Also für die grossen Fans, oder? Ich könnte vorher hören. Yeah. Oh mein Gott, jetzt kommt der Husten. Genau, was haben wir noch? Bro, ist gerade jemand Seven vs. Wild am Schauen? Und für die jetzt nicht am Schauen sind gerade wahrscheinlich also, jetzt redet nicht drüber, Alter. Bäh. Und ich rede nur kurz, ich rede gerade mehr über den Fakt, dass ich es schaue, weil ich es nie geschaut. Ich habe immer gewusst, dass es das gibt und dass es so ein riesen Format ist. So, ich habe nie YouTube-Format geschaut. Ich habe immer so, okay doch, krass Klassenfahrt habe ich mir reingezogen. Gibt's da krass Klassenfahrt-Fans noch unter euch? Sind ehrlich? Ja, ich auch. Das ist das einzige Format, das ich mir immer so ein bisschen reingezogen habe. Aber so Seven vs. Wild hat mich nie gejuckt. Und das Jahr ist das erste Mal, gut, ich muss sagen, weil es der Can halt eingestellt hat, weil er schaut das jedes Jahr. Und dann bin ich so, oh mein Gott, ich will mitschauen. Und also vor allem halt, weil das Jahr so eine Julia Beauty gemacht mit, so eine Selfie Sandra, Hugo kennt man auch noch. So, der Rest juckt mich eigentlich nicht so. Das finde ich halt vor allem geil, also wegen dem schaue ich es auch. Und ich habe das erste Mal reingeschaut und ich finde es voll geil. Also ich habe immer das so ein bisschen gedacht, nee, ist nicht so meins, weil so, weiß auch nicht, es interessiert mich jetzt nicht so hart, wie die da am Überleben sind und keine Ahnung. Aber ich muss sagen, es ist wirklich geil. Ich finde es sehr nice. Man ist halt wirklich dabei. Also, keine Ahnung. Falls ihr euch am Überlegen sind zu schauen, dann gebt ihm eine Chance. Oh nein, jetzt fängt der Husten an. Genau, oh mein Gott, es gibt ja so viel es gibt so ganz viele kleine Updates, das tut mir leid. Liam Payne, machen wir auch schnell durch, ganz sad. Ich bin wirklich traurig gewesen, wenn ich das erfahren habe. Also für die, die es jetzt gerade gar nicht checken, Liam Payne ist einer von der damaligen One Direction Band gsi, der gestorben ist. Ich glaube, man weiß aktuell immer noch nicht, wieso er gestorben ist. Also er ist aus dem 3. Stock gefallen, aber man weiß wie nicht, ob er, wie sagen wir, geschupft worden ist oder quasi ob es Selbstmord war. So.
Vielleicht, wenn er den hört, dann weiss man es mittlerweile, aber ich glaube, aktuell weiss man es noch nicht. Aber es ist, glaube ich, gar nicht so wichtig. Bei mir war es mehr wirklich der Fakt, dass er einfach gestorben ist mit fucking 31. So, und also, ich bin halt so mit 13, 12, 13, ja, ich weiß gar nicht, einfach um die Zeit herum bin ich schon Hardcore Directioner gewesen, Alter. Ich bin schon ein One Direction Fan gewesen. Ich bin auch im 2013, wo ich 12 dann vorher schon, als ich 12 geworden bin, hat mein Dad mir auf den Geburtstag, am 20. Mai Geburtstag, hat er mir das Ticket geschenkt, um ans Konzert zu gehen. Das war am 16. Mai, also 4 Tage vorher. Oh, das war so crazy gewesen. Einfach, ich weiß nicht, das war mein allererstes Konzert gewesen. Und keine Ahnung, ich habe mich dann so schick angezogen. Ich habe so ein, mega cringe eigentlich. Ich habe so einen Schlauch. Kennt ihr so Schlauchkleider noch? Ich kann es voll nicht erklären. Aber wirklich einfach so ein Schlauch. Also, da ist auch kein Träger. Und das ist einfach so ein Clubkleid eigentlich. Ich habe es mit 12 habe ich das im Chicorée gekauft. Ich dachte dann, boah, cool. Ja. Und irgendwie, ich weiß auch nicht, warum meine Eltern mir gesagt haben, jo, du darfst jetzt mit 12 so ein Kleid anlegen und so ein One Direction Konzert gehen. Aber ich habe es gemacht, Leute. Ich habe das Kleid gerockt. Und es ist schon, also, ich weiß auch nicht. Jetzt nochmal kurz zurück, es war schon crazy gewesen. Also, der Can hat mir das eben so gesagt. Er ist so zurückgekommen vom Schiessen und ist so, da mega sehr die Nachricht, Liam Payne ist gestorben. Ich habe es ihm nicht geglaubt. Ich bin selber googeln, weil ich finde das so heftig. Also weißt, man hört ja immer mal wieder von irgendeinem, also weißt so, also gut, es ist jetzt schon nicht so oft, dass jetzt jemand, ein Celebrity stirbt, so, aber zum Beispiel dort, der von Harry Potter gestorben ist, das ist ja auch ein riesiges Ding und ich bin jetzt halt wirklich kein Harry Potter, also ich habe als letzte den ersten Film geschaut mit dem Can. Boah, das ist eigentlich auch crazy Live-Update. Aber ja, so, dort habe ich auch nicht so, also wie, dort mich schon so gesehen, safe, verstehe ich mega für die jetzt voll die Fans sind, so. Aber ich habe ja wie nichts damit anfangen. Also wie, wisst ihr, was ich meine, so. Und das ist ja wie etwas, was mich so voll betroffen hat. So, weil ich ein Fan halt letztlich bin. Ich muss so sagen, ich habe jetzt die einzelnen Leute nachher nicht mehr so mega hardcore verfolgt, wo sich Gruppe getrennt hat. Aber gleich so, es ist wie so in ein Herz, das gerade so gebrochen ist. Das ist schon crazy gewesen. Voll. Also das ist mir irgendwie schon recht nahe gegangen. Was auch irgendwie weird ist, weil man die Person ja persönlich nicht kennt. Also das ist irgendwie weird. Also man kann es wie nicht erklären. So das Gefühl. Es ist ein bisschen ein ähnliches Gefühl, wie wo Bibi und Julian auseinander sind. Es ist eigentlich mega weird. Gut, das ist ja eigentlich mega weird, weil es ist ja niemand gestorben. Es sind einfach 2 Leute auseinander. Aber mich hat das so mitgenommen. Vor allem, es ist ja an meinem scheiß Geburtstag, haben sie es veröffentlicht. Aber im fucking Geburtstag macht der Julian eine Story, dass sie auseinander waren. Also, dass sie sich getrennt haben, Alter. Das war scheiße gewesen. Ja, ich weiß auch nicht, für mich ist das so... Ich habe es wie nicht gekannt, dass man Leute vom Internet kennt und das einem so fest betrifft. Oder dass einem das so fest mitnimmt, obwohl man ja persönlich, sage ich mal, die nicht kennt. Das ist weird. Ja, genau, darum das zu dem. Dann kommen wir eigentlich zum letzten Update. Der Gashi, mein Hase, den ihr in der vorletzten Podcast-Folge gesehen habt, der wird operiert. Also ich kann ja... Das ist eigentlich... Also, positives... Also, schwierig, ob das ein positives oder ein negatives Update ist. Aber er hat ja immer so ein bisschen Problems gehabt. Ich habe es ja erzählt dort in der vorletzten Folge, dass er so mega Augenprobleme hat und so. Dass die immer eitern und alles. Und er hat ja auch mit den Zähnen immer Probleme gehabt. Und jetzt hat man ein... Wie sagen wir dem? Emery? Ist das ein Emery gewesen? Ich weiß es nicht, aber auf jeden Fall einfach so eine... Man hat sein Hirn angeschaut. Okay? Ich habe gespäßt, ich habe Geld angeblättert, dass sie das Hirn untersuchen, damit sie geholfen werden kann. Und jetzt haben sie offenbar etwas gefunden. Es ist nicht 100% sicher, ob es das ist, aber es ist wie so ein Zahnreste. Und den tun sie jetzt quasi rausoperieren. Das ist sehr heikel und ich hoffe, es funktioniert alles. Also wirklich. Ja, und das ist am nächsten Freitag. Und sie schauen wie nach dem mal, also sie hoffen, dass das die Ursache ist und dass es ihm nachher besser geht. Oh, ich hoffe es so fest. Ja, also drücken wir alle Daumen, dass das gut kommt. Mit Narkose ist ja immer so ein bisschen schwierig. Aber der hat schon ein paar Narkosen gehabt, von dem her, der hoffe ich. Der ist eine starke Sau, Alter. Der macht das. Voll. Ich habe ja eigentlich auch immer so ein bisschen das Ding, dass ich jede Woche etwas Lustiges erzähle. Und ich bin wirklich vorher etwa eine halbe Stunde da gelegen und habe einfach immer überlegt, was ist lustig? Was ist Lustiges passiert? Es ist nichts Lustiges passiert, Leute.
Es ist alles, eben, Liam Payne ist gestorben, es ist alles einfach die depressed Phase gewesen. Nein, aber irgendwie, ich habe wie nicht so... Ich habe den Can wieder mal gefragt und er war so, wo deine Unterhose... Ich habe meine Unterhose so... Oh, das war so dumm gewesen. Ich bin ans Big Air Chur gegangen und keine Ahnung, am nächsten Tag nach dem Duschen willst du dann halt deine Unterhose wechseln und dann bist du so in den Koffer am Schauen und merkst so, fuck! Ich habe einfach meine scheiß Unterhose vergessen einpacken. Es ist jetzt nicht so lustig, wisst ihr? Es ist einfach ein Fakt. Und wir sind nachher shoppen und die Welt war nachher wieder in Ordnung gewesen. Aber das ist jetzt meine funny Story von der Woche. Yeah! Und Kommentar. Oh, das ist eigentlich schon der Kommentar, der so ein bisschen ins Thema schwelgt von dieser Podcast-Folge. Schwelgt. Richtet. Ja. Hingeht. Und zwar hat die liebe Astrid, übrigens, falls ihr auch gegrüßt werden wollt, Astrid, ich grüße dich, geile Sau bist. Falls ihr auch gegrüßt werden, dann schreibt unbedingt auch einen Kommentar und schreibt eine Frage dazu, dann will ich ja in jeder Podcast-Folge eine vorlesen. Also let's go, schreibt alle rein. Sie hat nämlich geschrieben, hey Nati, es war wieder mal eine mega geile Folge gewesen. Habe voll relaten. Bin so froh, dass es dich und deine Podcasts gibt. Du hast mir schon so oft helfen. Das ist so herzig, oh mein Gott. Dein Profilbild ist auch mega cool und es passt voll zum Podcast und zu dir. Dankeschön. Könntest du vielleicht mal darüber reden, wie du mit Schulstress und Notendruck umgehst und was so deine Tricks sind? Das wäre wirklich sehr cool. Es würde mich mega freuen, wenn du mich mal grüßen würdest. Liebe Grüße an Anna. Lol, sie heißt Anna. Hä? In dem Fall, liebe Grüße Anna. Ihr Account heisst Astrid. Vielleicht heisst deine Mama Astrid oder so. Aber Anna, ich grüße dich ganz herzlich und sehr gerne recht darüber. Ich habe noch schon vorher einen Fragesticker in die Story da, so à la, was sind eure Tipps gegen Schulstress und Notendruck? Und die Hälfte der Kommentare sind sicher so, kannst du dann reposten? Ich habe gerade selber voll Struggles damit. Von dem, ich glaube, es gibt ganz viele Menschen da draußen, die mit dem strugglen und ich habe es selber gekannt, weil, Alter, das war so crazy gewesen. Ich habe das so durchgelesen und dann ist mir so in den Sinn gekommen, also ich habe jetzt letztens wieder mein Tagebuch gelesen, dass es so einen Abschnitt gibt, wo ich genau über das rede. Und zwar habe ich am 4. Juli 2018, da bin ich gerade frisch 17 geworden und ich bin im Gymi gewesen, also irgendwie so im 4. Jahr, kann das sein? Irgendwie so. Habe ich einen Eintrag geschrieben in mein Tagebuch und es beschreibt halt genau das. Also vielleicht hilft es euch gerade, um zu sehen, wie fest ich kann relaten kann. Ich muss sagen, ich habe jetzt auch noch über andere Sachen, wie so mein Körper, ich lese es jetzt gleich schnell vor, meine Körper-Struggles geredet. Ich werde jetzt aber nicht mega darauf eingehen, ich bin ja schon in anderen Podcast-Folgen darauf eingegangen. Aber ich lese es jetzt gleich schnell vor. Also, hey, ja, ich melde mich auch wieder mal nach fast einem halben Jahr und es ist wieder mal Zeit für ein Update. Ich hatte ziemlich lange keine Zeit gehabt, zum Tagebuch zu schreiben, weil das Semester ziemlich stressig war. Ich hatte Anfangs Semester gar keine gute Noten, hatte -6 Punkte und hatte schon fast eine depressive Phase. Habe ich noch niemandem gesagt, aber das Schulische hat mich schon extrem belastet. Mit der Zeit bin ich auch viel unzufrieden mit meinem Körper geworden, habe meine Beine zu dick gefunden, zu wenig Oberweite und habe mich allgemein mega dick gefühlt. Es ist vor allem deprimierend zu sehen, wie meine kleine Schwester die perfekten Beine, einen flachen Bauch und vor allem mehr Oberweite als ich hat. Und nebendran mein Bruder mit 5 bis 6er und 6er heimkommt. Ich will nicht eifersüchtig sein, aber irgendwie kann man das einfach nicht aussteuern. Klar bin ich bis zu einem gewissen Punkt zufrieden, aber das verdrängt mir eher und ehrlich gesagt ist das erste Problem in meinem Leben, wo ich nicht wirklich reden darüber. Wenn ich anderen Leuten sage, ich sei zu dick, dann kommt «Nein, du bist voll dünn». Und bei Noten wird mir gesagt «Du schaffst es eh». Nein, ich bin verdammt nochmal kein Naturtalent und zu gewissen Zeiten hat es so wenig gebraucht und ich wäre aus dem Gymi rausgefallen. Egal wie lange ich gelernt habe, wie viel und wo ich überall Hilfe geholt habe. Ich hatte scheiß Noten gehabt und es war ein verdammter Frust gewesen. Ich habe so viele Tränen ausgegossen und fast schlaflose Nächte gehabt. Es war für mich so schlimm gewesen, weil ich mich so wohl gefühlt habe an dieser Schule. Ich habe einen Menschen kennengelernt, der mir noch nie so viel bedeutet hat. Ja, das war meine damals beste Freundin gewesen. Peace out. Voll, also irgendwie finde ich es schon heftig, wie fest ich damals gestruggelt habe, eben sowohl mit meinem Körper, aber eben auch vor allem mit dem ganzen Schulstress, mit dem Notendruck. Und wenn ich jetzt auch zurückschaue, dann ist das Gymi für mich, was das Thema angeht, echt wirklich Horror gewesen. Ja, und ich habe gedacht, ich finde, das ist ein mega wichtiges Thema. Ich glaube, ich hätte damals gern auch einfach mit jemandem mal so wirklich darüber geredet, wo mir eben, wie gesagt, nicht einfach sagt, ja, du schaffst das schon. Weil irgendwie mega oft wirklich habe ich genau die Gespräche gehabt, wo ich mal darüber geredet habe mit jemandem und dann ist mega einfach das Ding gekommen von, ja, mach dir nicht so einen Kopf und das kommt eh gut und nein, du schaffst das schon. Irgendwie, ich weiß auch nicht, ich kann mit mega vielem nichts anfangen, weil irgendwie so, ich das Gefühl hatte, niemand versteht mich zu 100% und mega viel, eben auch in meiner Klasse, so meine Friends, so, die haben halt gute Noten gehabt und haben es nicht so schwer gefunden. Klar,
hat es auch mal ab und zu eine schlechte Noten gegeben, aber ich habe wirklich, das war gerade die Phase gewesen, okay, da bin ich vielleicht ein bisschen selber schuld, wo ich so mit YouTube angefangen habe und so ein mega, ich habe jede Woche ein Video aufgenommen, so, also, ich weiß auch nicht, plus du bist eben noch in dieser Phase, wo du unzufrieden bist mit dem Körper, du hast so viel Einfluss, also ich hatte so viel Einfluss als Stress gehabt, und dann auch mit Jungs und whatever, so, du bist heartbroken, weil dein fucking Ex-Freund in Fremdgang ist. Es sind auch so viele Sachen, wo ja, in dem Moment halt einfach irgendwie vielleicht auch wichtiger sind oder so relevanter in deinem Kopf geht als fucking Noten. Ja, darum ich kann wirklich extrem relaten, weil ihr gerade auch diesen Struggle habt. Und ich finde es auch wichtig, zum nicht einfach jetzt nur Tipps so bla 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 und dann ist euer Leben besser und ihr habt keinen Stress mehr, sondern vielleicht auch einfach mal, eben wie gesagt, ein bisschen tiefer reingehen. So, was ist das genau für ein Problem? Und vielleicht liegt das Problem nicht nur an uns, sondern auch zu einem gewissen Grad am Schulsystem. Weil ich finde das, ich weiß nicht, ja. Ich finde das ein spannendes Thema. Und ich würde sagen, wir fangen einfach mal an. Zuerst mal, zum euch schnell ganz klar machen, ihr seid nicht allein mit dem Problem. Ich hoffe, dass ihr es schon gemerkt habt, indem ich euch das vorgelesen habe. Ich kann jetzt mega gerne unten mal abstimmen gehen. Es gibt ja auf Spotify gibt's immer so ein Abstimmen-Ding. Ob ihr mit dem struggelt oder gestruggelt habt, falls ihr nicht mehr in der Schule sind, wie ich. Ja, oder halt nicht, ob ihr gute Noten habt. Weil ich glaube, wenn ihr jetzt gerade wie ich damals in einem Umfeld waren, wo alle immer gute Noten können und so, dann fühlt man sich so alleine. Also eben so, mein Bruder ist immer mit 5,5 und 6 heimgekommen. Also ich habe so fest an mir selber gezweifelt, ich habe so fest das Gefühl gehabt, dass Noten mich ausmachen und ich habe, also wie mein ganzes Selbstwertgefühl ist irgendwie so ein bisschen von dem abgehängt. So. Und ich glaube, das ist schon etwas, wo, ja, wenn ich jetzt so zurückschaue, ich bin so, Bro, bist du dumm? Also wie, ich kann mich nicht mal mehr erinnern, was ich genau für Noten hatte. Ich kann dir nicht sagen, was ich in der Matur in Mathe hatte. Ich habe keine Ahnung mehr so. Es juckt auch nicht. Das Einzige, was halt juckt, ist, dass ich meine Matur bestanden habe. Aber auch das, also wie, ich habe jetzt einen Studiengang, ich bräuchte nicht mal zwingend eine Matur dafür. So, ich hätte es auch irgendwie um andere Wege machen können. Also, irgendwie, ja, wenn ich jetzt so zurückschaue, habe ich das viel zu fest gewichtet. So. Voll, aber ich will jetzt mal so ein bisschen genauer darauf schauen, warum haben wir so einen Druck, weil es gibt so verschiedene Auslöser, bei mir ist es so ein bisschen das gewesen, das ständige Vergleichen und irgendwie so seinen eigenen Wert in dem sehen. Aber ja eben, ich glaube, es gibt viele, die so ein bisschen das Gefühl haben, dass ihr das ganze Leben von scheiß Not abhängt, aber ich sage auch, das ist es nicht. Eben, wie gesagt, es gibt noch andere Sachen. Es gibt viele, die eben die Erwartung der Eltern, das habe ich jetzt persönlich weniger gehabt. Also klar, meine Eltern haben mir schon so das Gefühl gegeben, dass wenn ich eine gute Note gemacht habe, dann haben sie mich belohnt und sind stolz auf mich gewesen. Aber ich glaube, es ist jetzt bei uns nicht mega so gewesen, dass wenn ich eine scheiß Note hatte, dass sie mich irgendwie zusammengeschissen haben oder irgendwie, weiss ich nicht. Sondern es ist schon mehr ein Mitfühlen gewesen bei uns. Da bin ich schon sehr froh, dass das das Ding war. So. Voll. Aber ich glaube, da gibt es wirklich auch sehr viele Haushalte, wo wirklich die Eltern eher streng sind und weiß auch nicht. Ich glaube, gerade wenn man selber andere Prioritäten hat als jetzt Noten und dann kommen die Eltern und machen einem so einen riesen Druck, das ist schon sehr schwer. So. Genau, was da sonst kann sein, Zukunftsängste, eben, dass man so das Gefühl hat, das ist, wenn ich jetzt nicht gut bin in der Schule, dann ist meine ganze Zukunft scheiße und ich lande unter der Brücke so. Und ich kann euch da schon mal sagen, also klar, eben, ich finde grundsätzlich das ganze System so ein bisschen schwierig oder wäre vielleicht mal wichtig, um so ein bisschen genauer überdenken, weil teilweise schon eben Noten können etwas ausmachen über deine Zukunft. Also gerade wenn du, ich weiß nicht, das ist jetzt ein bisschen unterschiedlich, aber wenn du jetzt zum Beispiel in Zürich hat man so in der Sek so A, B, C, Sek A, Sek B, Sek C. Wenn du jetzt in der Sek C bist, ist es halt logischerweise schwieriger, eine Lehre zu finden, als wenn du in der Sek A bist. So. Und das ist ja eigentlich auch schon notentscheidend. Also du wirst halt relativ schnell, also das System zwingt dich eigentlich auch ein bisschen so zum Zukunftsangst haben, weil das irgendwo ja auch mit zusammenhängt. Aber gleichzeitig kannst du ja gleich dir selber so einen Druck machen von, ja, weiß auch nicht. Also was ich kann sagen, es gibt für alles irgendwo so ein bisschen einen Weg. Also kommt natürlich darauf an, wenn du jetzt ein fetter Doktor willst werden,
dann musst du natürlich für das studieren und wenn du für das musst studieren, dann musst du eine Matur schaffen. Aber du musst zum Beispiel jetzt nicht zwingend ins Gymi gehen, um eine Matur zu schaffen. Du kannst auch einfach eine Lehre machen und dann nebenbei BMS machen. Du kannst auch nach deiner Lehre, kannst immer noch BMS. Es gibt wie so viele Wege, das ist das, was ich meine. Und ich glaube, wenn es etwas gibt, was du wirklich willst, dann schaffst du das auch irgendwie über irgendwelche Umwege. Aber ich glaube, eben, es führen viele Wege nach Rom. Und eben wie zum Beispiel bei mir so, ich habe mega das Gefühl gehabt, also gerade zu der Sek, oh mein Gott, ich muss jetzt in der Sek ansehen und ich muss jetzt so gute Noten schreiben, weil das hängt so von meiner Zukunft ab. Und ich jetzt so anschaue, eben so, jetzt weiss ich, in welche Richtung ich will gehen, das habe ich damals nicht so gewusst. Jetzt will ich in Richtung Medien gehen und all das. Und ich für mich brauche kein Sechserzeugnis. Und ich würde mega gerne eigentlich mal einfach mit meinem alten Reich reden und auch sagen, Bro, nimm dir ein bisschen Druck. So, es kommt schon irgendwie gut. Also irgendwie wirst du es schon schaffen, so voll. Was ist jetzt noch? Zeitmanagement und Überforderung. Also ich glaube, gerade bei mir war das auch ein bisschen gewesen, weil ich halt wirklich so mit YouTube und so noch, aber gleich auch sonst so, einfach wenn du noch ein Hobby nebenbei hast oder einfach sonst, Bro, also bei uns haben sie teilweise wirklich so 2 Prüfungen am Tag gemacht, was für mich schon recht krank ist eigentlich. Oder einfach jede Woche mal irgendeine Prüfung. Also es ist ja wie ein Dauerstress. Du hast nie mal komplett Ruhe, sondern es sind immer wieder Prüfungen. Du musst immer wieder lernen. Also mich hat es wirklich komplett gestresst, weil ich so für 2 Prüfungen gleichzeitig lernen musste. Also angenommen, ich hatte am Mittwoch eine Prüfung gehabt und am Donnerstag. Dann habe ich eigentlich eine Woche lang für die Prüfung am Mittwoch lernen und für die am Donnerstag kann ich erst am Mittwochabend lernen, weil ich einfach, ich weiß auch nicht, vielleicht hat es mit dem ADHS so, aber ich habe das irgendwie überhaupt nicht hergebracht. So. Das hat mich so extrem gestresst. Voll einfach so, ich habe wie das Zeitmanagement auch nicht so im Griff gehabt, wenn ich jetzt ganz ehrlich bin. Also ich habe es auch eben teilweise nicht geschafft, eine Woche vorher lernen, einfach weil ich vor allem am besten gelernt habe unter Stress. Genau. Und was auch noch ein Punkt kann sein, eben so sich einen eigenen Druck machen, seine eigenen Ansprüche haben und die dann nicht erfüllen. So. Auch voll legitim. Genau. Das sind so die Main Problems, warum es den Druck gibt, warum man Schulstress hat, warum man den scheiß Notendruck hat. Aber was ich will sagen, was grundsätzlich das grösste Problem ist, dass wir wegen dem Schulsystem nicht mehr aus Interesse und aus Freude lernen, sondern eigentlich aus Angst zu versagen. Also, keine Ahnung, anstatt einen Raum zu schaffen, wo die Fehler als Teil des Lernprozesses gesehen werden, wird eigentlich jeder Fehler jetzt einfach so bestraft mit schlechten Noten, was so dumm ist und was ja obviously keinen Spass macht so. Und was dann irgendwie so ein bisschen dazu führt, dass es uns einfach nur darum geht, dass wir ein gutes Ergebnis haben und nicht, dass wir wirklich etwas lernen wollen. Und das finde ich eigentlich wirklich das most problematic Problem am Schulsystem. So. Also ich habe einmal mit dem Can einen Podcast gemacht über Montessori-Schule. Also er ist ja so ein bisschen in eine andere Schule gegangen und sie macht es ja eigentlich genau andersrum. Also sie haben ja keine Prüfungen und sind ja vor allem auf dem Ding von hey, lernen, weil es einem Freude macht. Und ich glaube, wenn wir aus einem Schulsystem kommen, also aus dem typischen, wo ich jetzt auch so Staatsschule-Ding, eben mit Noten, dann ist das für uns so unvorstellbar. Weil wenn ich jetzt, also wo ich den Can kennengelernt habe, und er hat mir das erzählt, und ich so gesagt, aber das funktioniert ja nicht. Also wenn ich jetzt keine Prüfungen und Noten hätte, ich will gar nicht machen, ich will nur noch spielen und Scheiß drauf. Aber es ist halt wirklich so, dass wenn du den Druck von müssen lernen und müssen eine gute Note schreiben, dass der nicht mehr da ist, dann macht es einem auf einmal Freude. Also für mich ist das beste Beispiel bei mir Französisch. So, ich bin im Gymi gsi, ich habe Französisch gehabt, ich habe es gehasst, ich bin scheiße gsi, ich habe wirklich gar keine Lust, also wirklich, das ist für mich mein Hassfach gsi, mein Hassfach. Und ich bin aus dem Gymi gekommen und ich habe ja obviously den Druck nicht mehr gehabt. Niemand auf dieser Welt hat mir gesagt, du musst Französisch können. Niemand. Ich hätte es rein theoretisch einfach können abhaken und nie mehr in meinem Leben anschauen. Aber auf einmal, irgendetwas hat mich gekützelt, um es anzuschauen und mal wieder mich mit dem beschäftigen. Und ich bin ja jetzt so hardcore into it. Ich bin ja schon in 3 verschiedenen Sprachaufenthalten gewesen. Ich werde auf Genf gehen für 4 Monate studieren. Einfach weil ich es will lernen, weil ich Bock habe, weil ich das mittlerweile eine geile Sprache finde und weil ich das nice finde, zum das zu können und weil ich selber für mich das Ziel habe, mal fließend können Französisch reden, weil ich Freude habe gefunden und nicht mehr einen Druck verspüre oder ein Vergleichen mit anderen oder so. Und das ist für mich das beste Beispiel. Also falls ihr mal irgendwann aus der Schule kommt und
ja, eben nicht mehr den Notendruck haben, dann werdet ihr das vielleicht auch merken, dass es einfach irgendeinen Schalter umleitet, wo man merkt, man hat auf einmal Freude. Also ich weiss auch noch, es ist auch so, ich bin ja 2 Jahre selbstständig gewesen, hat es so einen Morgen gegeben, als ich so auf TikTok war, da kommt irgend so ein random Mathe Livestream, wo sie irgendetwas über Analysis, glaube hat sie erzählt. Und Bro, das hat mich ja auch hure nicht gejuckt im Gimmi, beziehungsweise ich musste es auch müssen lernen so. Und dann schaue ich so den Livestream, das hat mich so interessiert. Weißt du, ich kann ja nichts, also eigentlich in der Schule sagen wir immer so, ja, ich brauche das ja eh nicht und so. Und weißt du, ich brauche das ja auch nicht jetzt Mathe. Ich brauche es nicht mehr. Aber ich habe den Livestream geschaut, weil es mich interessiert, weil ich Bock hatte, um etwas zu lernen. Weil ich einfach eine eigene Freude gefunden habe und so ein Successgefühl, wo sie etwas erklärt hat und ich habe es dann verstanden, obwohl ich es auch nicht mal müsste können. Wisst ihr, was ich meine? Also ich habe extrem gemerkt, dass der Unterschied von etwas lernen müssen wegen dem Druck von, man muss gute Noten schreiben oder etwas etwas lernen, weil man es will lernen. So, das war für mich ein extremer Unterschied gewesen. Voll. Und was halt für mich auch noch so am Schulsystem, so ein bisschen fragwürdig ist oder was ich so ein bisschen schwierig finde, ist, dass wir eigentlich alle anders funktionieren. Wir lernen alle unterschiedlich. Und da gibt es gewisse Leute, die genau in das Schema reinpassen, wo jetzt das Schulsystem ist. Das ist für die perfekt. Die schreiben gute Noten, die kommen mega damit klar, in einen Saal, also in einen Unterricht zu hocken, für 45 Minuten, jemandem zuhören und dann wieder rausgehen. Ich funktioniere nicht so. Ich gehe nicht rein, ich kann mich, auch wenn ich will, ich kann mich nicht konzentrieren. Ich bin am Träumen, ich bin irgendwo mit meinen Gedanken und mit anderes. Ich bringe es nicht her, zuhören. Erst recht nicht am 7 Uhr am Morgen. So, ich habe für mich mega gemerkt, immer, und das habe ich auch erst gemerkt, seit ich aus der Schule bin, dass ich so lerne, indem ich etwas mache, indem ich aktiv etwas mache. Zum Beispiel so, wo ich, also meine erste praktische Ding eigentlich ist so Autofahren gewesen. Das war das erste gewesen, was ich gelernt habe, indem ich es praktisch mache. Und ich habe das so schnell gelernt, ich bin so gut gewesen, es hat mir so eine Freude gemacht, ich habe Bock gehabt, um das zu lernen. Einfach weil es, also hätte ich jetzt Autofahren müssen lernen, indem ich jeden Tag oder einmal in der Woche immer in einen Unterricht hocken. Ich hätte ja gar keinen Bock gehabt. Wirklich, ich wäre scheiße gewesen. Ich wäre wahrscheinlich jetzt noch nicht, hätte ich jetzt noch nicht meine Autoprüfung. So, ich habe einfach gemerkt, ich funktioniere extrem so. Und darum bin ich auch mega froh, dass ich ein Studium gefunden habe, das genau für mich so zugeschnitten ist. Also in meinem Studiengang habe ich keine Prüfungen. Und ich habe jetzt schon noch Frontalunterricht, dass man den Unterricht hockt und zulässt, aber es ist schon hauptsächlich, dass man ein eigenes Projekt hat und das dann bewertet wird. Und dann gibt es auch mal eben, dann hat man ein paar Tage Zeit oder Wochen, wo man an diesem Projekt arbeitet und dann muss man nicht in der Schule sein, sondern die Lehrpersonen sind vor allem dafür für Fragen und für Zusammensitzen und Besprechen und so. Also wirklich, für mich ist das genau das, was ich brauche. Und klar werden Projekte nachher auch bewertet, aber also ganz ehrlich, bei uns sind Noten so scheißegal. Also sie sind auch wie, es braucht sehr, sehr viel, dass du unter einem 4 bist. Also wirklich sehr viel. Bei uns ist so, ein 5er ist schon recht gut machbar. Also wirklich recht gut machbar. Und ich merke, es nimmt mir so viel Druck. Also ich merke, ich mache meine Projekte jetzt nicht mit der Motivation, ich möchte eine gute Note haben, sondern mit der Motivation, ich möchte ein geiles Projekt machen, ich habe verdammt Bock, ich möchte so, ich weiss nicht, bei mir kommt dann einfach ein Feuer, wenn ich aktiv etwas machen kann. Und ich lerne dann, also ich habe wirklich auch dann Bock, um etwas zu lernen. Ich habe dann Bock, um herauszufinden, wie funktioniert jetzt eine Kamera, was bedeutet das. Also, ich weiss nicht, es ist mega schwierig. Ja, als Beispiel, Kamera, eine Blende. Viele wissen jetzt nicht, was eine Blende ist in der Kamera, ist ja scheißegal. Aber wenn ich jetzt in der Schule hocke und mir vorne erklärt, was eine Blende ist, dann habe ich sie in 2 Sekunden wieder vergessen. Und wenn ich selber eine Kamera in die Hand bekomme und mir jemand zeigt, das ist Blende, jetzt tust du mal da ein bisschen umschrauben, was passiert, okay, da wird es ein bisschen heller, da wird es ein bisschen dunkler, dann checkt man so ein bisschen. Also ich lerne einfach viel besser so. Und was ich damit sagen will, ist, dass wir alle anders lernen. Für mich ist das jetzt das, was ich für mich mega gemerkt habe. Wie gesagt, es gibt auch mega viele, wo genau das Schulsystem für viele funktioniert. Und falls du gerade viel schlechte Noten schreibst, dann kann es wirklich einfach auch damit zusammenhängen, dass du nicht in das System passest. Und ich weiss, ich fühle mit dir, wir haben einfach die Arschkarte gezogen, es ist einfach so. Aber das hat nichts mit dir zu tun, dass du falsch bist, sondern dass du einfach anders bist. Und das sind sehr viele anders. Und ich glaube, das Wichtigste in dem Moment ist herauszufinden, okay, wie kann man dann am besten lernen? Eben, also es gibt ja auch das Ding von, dass man ein bildnerisches Gedächtnis hat oder was gibt es noch?
also mit dem Auge kann Sachen speichern, mit dem Ohr. Und bei mir ist zum Beispiel Ohr, also auch Hörverstehen, Test, Bro, ich bin so scheiße gewesen. Also darum ist das Zuhören für mich extrem schwierig. Aber mein bildnerisches Gedächtnis ist viel besser. So, also zum Beispiel auch so Zahlen kann ich mir recht gut merken, so Geburtsdaten und alles, das bin ich echt gut im Merken. Einfach weil ich es vor mir habe, so wie ich das abgespeichert habe, so das Bild. Ja, ich weiss nicht, wenn ihr so ein bisschen herausfindet, was genau ist euer Lerntyp, wie lernt ihr am besten, was macht euch Spass, wie macht es euch Spass zum Lernen. Falls ihr irgendeine Passion habt für Musik, Bro, dann erfindest einen scheiß Song oder schreibst einen Song über alle Mathe-Formeln. Ich weiss doch nicht, einfach so ein bisschen irgendwo seine Art finden, wie es einem Spass macht zum Lernen. Voll. Ja, genau. Ja, weil das finde ich schon noch krass, dass eigentlich das Schulsystem so aufgebaut ist, dass wir alle eigentlich anders sind, aber irgendwie alle das gleiche Ergebnis erwarten. So, das kannst du eigentlich nicht erwarten. Und ich weiss, dass es auch mega schwierig ist, um da eine Lösung zu finden, weil eigentlich müsste es ja zu 100% individuell sein, was irgendwie auch schwer ist. So find mal ein System, wo jeder genug Raum und Platz hat, weil irgendwo muss es ja verallgemeinern. Ja, ich weiss nicht. Ich finde es auch schwierig. So, ich hätte jetzt auch nicht eine bessere Lösung, aber so grundsätzlich eben mal mehr Individualität, mehr Raum und ja, ich muss sagen, eben so das ganze Noten, der ganze Druck, so das, also wie ich finde es, wie meine Schule macht, ist es gut. So eine Note ist jetzt mehr eine Belohnung. So, es ist ein Feedback. Also bei uns gibt es nie einfach eine Note ohne einen Text, der noch dazu ist, so, sondern ja. Und eben das Ding von bei typischen Prüfungen werden ja genau die Fehler, die sind ja das Ding. Du wirst nicht belohnt von, hey, das ist ein guter Text, das ist jetzt gut gemacht, sondern okay, alles da, aber da ist ein Fehler, da ist ein Fehler und da ist ein Fehler und da gibt es Abzug und da gibt es Abzug und da gibt es Abzug. So. Es wird ja vor allem der Fokus ist auf deine Fehler und du machst deine Fehler, ja, also es hat keinen Raum, dass du darfst Fehler machen, so, also bei den Prüfungen, sondern es wird dann einfach, du bist auch eben, ja, wenn ich es vorher gesagt habe, mit schlechten Noten bestraft. Ja, das ist so mein Main-Problem mit dem Schulsystem. Voll. Und ich habe es auch mega lustig gefunden. Ich habe eigentlich noch mein anderes Format. Ah nein, warte, das ist eigentlich genau das. Es hat noch jemand anders geschrieben, einen Kommentar, wo ich jetzt auch grüße. Vera, ich grüße dich. Das soll ich jetzt sagen mit dem Format, dass ich Leute grüße, aber ich habe jetzt gerade gemerkt, ich habe es ja vorher schon gemacht. Egal, jetzt haben wir es zweimal gemacht. Sie hat auch einen Kommentar geschrieben, wo ich finde, passt gerade recht gut. Sie hat geschrieben, voll tolle Folge. Einfach erste, lach's mal. Dein Podcast hilft einfach immer mega. Dankeschön. Meine Frage wäre, was würdest du im 5 Jahre jüngeren Ich sagen? Und ich glaube, es wäre genau das. So, Noten sind später scheißegal, wie ich es vorher gesagt habe. Und wirklich Hauptsache durchkommen. 4 gewinnt, Leute. 4 gewinnt. Eben, irgendwann sind wir auch an dem Punkt, wo ich gerade bin, wo ihr wirklich einfach euch könnt sagen, eigentlich habe ich mir viel zu grossen Druck gemacht. So. Eben, vielleicht war es auch gut gewesen und ich habe es ja irgendwie geschafft jetzt, aber ich würde gleich sagen, ey, irgendwie kommt, also wirklich genau das, was mir eigentlich jeder gesagt hat, irgendwie kommt es schon gut. Weil es hat eigentlich auch etwas. Voll, also damals haben mir auch immer Leute so gesagt, so, ja, im Gymi, es besteht meistens so eine Person nicht pro Matur, so. Und ich bin wirklich so, ja, aber eine nicht und das bin dann ich und aber es ist wirklich etwas, wo mir so ein bisschen geholfen hat, wo mir so ein bisschen irgendwo gleich den Druck genommen hat von, ey, es gibt Leute da draussen, die sind viel dümmer als ich und sie haben es auch irgendwie geschafft. Also, es ist ein bisschen böse, aber es gibt immer Leute aus, die dümmer sind als du, die es auch geschafft haben. Merkt ihr das? Und darum schaffst du es auch. Also ich habe meine Matur auch irgendwie geschafft und ich weiss nicht, wie ich das geschafft habe, aber ich habe es irgendwie geschafft. Und ihr werdet es auch irgendwie schaffen. Ihr werdet irgendwie da durchkommen. Genau. Und ich habe jetzt eben, wie gesagt, auch noch so ein bisschen... Habe ich das jetzt gesagt? Nein, nicht wie gesagt. Ich habe auch noch so eine Story gemacht. Doch, ich habe es gesagt am Anfang. Wo ich euch so ein bisschen gefragt habe, was eure Tipps sind. Und ich habe jetzt da ein paar aufgeschrieben, die ich recht gut finde. Und habe noch so ein bisschen meine Tipps selber noch ein bisschen reingemischt. Jemand hat geschrieben, vergleich dich nicht mit anderen. Ich glaube, ich habe es vorher auch schon 1000-mal erwähnt. Aber finde ich auch immer noch wichtig. So, eigentlich ist es scheißegal, wenn alle gut sind. So, gerade so Notendurchschnitt, da gehst du scheiß drauf. Also, vielleicht ist es gut, um so ein bisschen zu wissen, okay, wenn alle scheiße sind, dann liegt es jetzt auch nicht an mir. Aber, Digga, ich weiß auch nicht, dass das hure Vergleich, eben, es ist genau das mit dem Ding von, es gibt Leute, die in das System reinpassen, es gibt Leute, die nicht in das System reinpassen. Und eben, wenn du jemand bist, der nicht reinpasst ist und dich vergleichst mit jemandem, der reinpasst, dann macht es einfach keinen Sinn. Also wie, ich weiß auch nicht.
Und ich finde, es ist auch nicht etwas, wo man sich für schämen muss. Also ich habe damals, hat es auch das Ding gegeben, wo alle ihre Prüfung zurückbekommen und die ist, was hast du gehabt, was hast du gehabt, was hast du gehabt? Und du bist der mit dem fucking 3,5er, wo dann ist so, oh Gott, bitte, ich will einfach aus dem scheiß Klassenzimmer, ich will es niemandem sagen. Aber du kannst auch ganz stabil dort herstehen und sagen, ja, ich habe einen 3,5er gehabt. Gang! Yeah! Flex! Nein, also wirklich, es ist scheißegal. Also wie, es sagt nichts über dich aus. Du bist nicht dumm. Du bist nicht dumm, weil du scheiß Noten hast. So fucking Albert Einstein war scheisse in der Schule. Und das war die Legend von den gescheiten Menschen. Von dem her, wirklich, das sagt nichts über dich aus. Du kannst stolz auf deinen 3,5 sein, weil du hast etwas dafür gemacht. Also je nachdem. Aber wenn du etwas dafür gemacht hast, dann kannst du stolz sein. So, du hast alles gegeben. Und wenn es halt ein 3,5 geworden ist, dann ist es halt ein 3,5 geworden, Bro. Dann wird es halt, also wie, keine Ahnung, dann macht es keinen Sinn, dich mit anderen zu vergleichen. Genau. Was ich auch mega einen guten Tipp finde, ist Spass daran suchen. Das klingt jetzt mega blöd. Aber eigentlich lernt man ja am besten, wenn man Spass daran hat. Also eben, wie eigentlich vorher gesagt, haben wir ja alle irgendwie, hat sich das so entwickelt, dass wir die Intention haben, oder unsere Intention zum Lernen ist einfach, eine gute Note zu schreiben. Und dann lernen wir gar nicht das Thema, sondern lernen wir eigentlich den Stoff, den wir können für die Prüfung. Was logisch Sinn macht für eine gute Note. Aber ich habe das Gefühl, es macht mehr Sinn, wenn wir von diesem Thema zuerst mal das raussuchen, was uns interessiert. Also gar nicht anfangen bei Lernziel 1, sondern anfangen, das suchen, was uns am ehesten interessieren könnte. Also vielleicht gibt es irgendeinen Zusammenhang von eurem Alltag. Irgendwie, eben, ich weiss auch nicht, Chemie gibt es ja ganz viele Beispiele, wo ich jetzt gerade voll kein Beispiel der Biologie oder von der Geschichte zum Beispiel, das hat mich nie interessiert. Aber sobald ich mal irgendeinen Zusammenhang gefunden habe oder irgendeine Geschichte gefunden habe von jemandem, der persönlich war, also manchmal gibt es auch so YouTube-Videos, gerade zum Beispiel jetzt bei Geschichte, so im Zweiten Weltkrieg, wo jemand erzählt hat von damals, von wie schlimm es war und so, das hat mich viel mehr gecatcht, als jetzt welches Land gegen welches. Und wenn ich mal dort angefangen habe, bei so einem Video vom Leroy oder was auch immer das war, und ich habe mal die Geschichte gehört, dann hat es mich aber auch mehr angefangen zu interessieren, okay, was ist denn der Hintergrund? Okay, der hat jetzt irgendetwas erzählt von das Land, das Land kennt, was ist denn das genau gewesen? Und irgendwie dort habe ich, also man muss wie so können eine Wurzel stehen, damit es einem interessiert, weil ich glaube, wenn du eben einfach anfängst mit Titel, also Lernziel 1, Seite 1 aufschlagen, dann liest du das durch und bist so, Bro, what the fuck? So, dann juckt es auch einfach nicht. Und ich glaube, das einfach reinprügeln kann man machen, aber ich habe das Gefühl, es ist so nicht die beste Lösung. Und ich glaube, wenn du etwas findest, das dich reizt zum Lernen, dann geht die Zeit schneller vorbei, dann hat man auch Bock zum Lernen. Es ist einfach alles besser. Und ich finde es auch eigentlich geil, wenn du so ein bisschen über den Tellerrand lernst, eben wenn du so weitere Informationen kannst. So, weil ich glaube, wenn du eine Prüfung nachher schreibst, jetzt gerade so eine Geschichtsprüfung, wo es ja nicht nur so Kreuzchen machen, sondern du musst so die Text schreiben oder so, haben wir es damals machen. Und dann noch so ein bisschen mehr Informationen als der Schulstoff kannst. Bro, weißt du, impressive, halt, eine Lehrperson, die haut es ab vom Sockel. Also, sucht etwas, was euch irgendwie reizt, euch Spass macht. So. Voll. Eben Lerntipp herausfinden, das habe ich schon gesagt, das ist auch geil. Und was für mich auch noch, was ich für mich auch noch herausgefunden habe, ich habe es schon Millionen Mal in einer Podcast-Folge gesagt, es tut mir leid, dass ich es immer wieder wiederhole, aber ich finde es wirklich super, ist entweder eine Lerngruppe finden oder irgendeinen Lernbuddy und dann mit denen irgendwo in ein geiles Café lernen. Bro, das macht so viel. Weil ich brauche so eine Atmosphäre, die nicht bei mir daheim ist, sondern wo so, ich muss etwas erleben. Ich muss mit einer Kollegin abmachen und dann einen Kaffee trinken und dort lernen. Bro, das ist so ein geiler Vibe. Und vor allem ist es geil, weil du dann selber kannst sagen, wenn du heimgehst, oh gut, vielleicht macht das Kaffee irgendwann zu, aber dann bist du so den ganzen Samstag bist du mal am Lernen und dann macht das Kaffee am 7 Uhr zu und dann kannst du heimgehen und du hast auch Feierabend. Ich finde das so viel nicer als ja, wenn du heim bist, weil dann ich werde damals von 1000 Sachen abgelenkt und so. Und so habe ich auch das Gefühl, es ist jetzt nicht der Tag mega verschwendet mit, ich habe nichts gemacht und nichts erlebt und nur gelernt, sondern du bist ja mit einer Kollegin rausgegangen und dann macht ihr vielleicht dann zusammen Mittag und gehen zusammen essen und dann unterhalten und vielleicht kann man, wenn ihr in der gleichen Klasse sind oder so, dann könnt ihr auch über das reden, über die Prüfung und euch so ein bisschen gegenseitig helfen. Also für mich ist das wirklich ein Gamechanger. Ich habe das leider erst gelernt,
nach dem Gymi, ich habe so eine von meiner besten Kolleginnen so kennengelernt, sage ich mal. Sie ist mein Lernbuddy jetzt, also mein Arbeitsbuddy mittlerweile so. Ich muss jetzt nicht mehr lernen, sondern ich muss jetzt einfach an Projekten arbeiten. Aber sie muss lernen und wir gehen mega oft eben in Cafés oder in die Bibliothek oder so irgendwie. Und für mich ist das wirklich ein Gamechanger. Von dem her könnt ihr das gerne mal ausprobieren. Das ist echt geil. Und sonst im Fall auch ohne Friends. Ich finde es auch geil, einfach mal alleine in einen Kaffee gehen. Es ist zwar eine mega Überwindung am Anfang, wenn man so denkt, oh mein Gott, cringe, ich habe keine Friends und gehe jetzt allein ins Kaffee. Aber im Gegenteil, ich finde das so geil. Also ich finde es wirklich geil. Probiert es mal. Und es gibt im Fall im Kaffee mega, mega, mega viele Leute, die alleine dort hingehen und arbeiten. Das ist wirklich überhaupt nicht cringe, sondern mega entspannt. Und ich weiß nicht, ich finde das sehr, also für mich ist das ein Gamechanger. Darum macht das unbedingt mal. Ja, das war so ein bisschen alles gewesen. Falls ihr noch irgendwelche Tipps habt, die euch helfen, geholfen haben, etc., dann schreibt die unbedingt in die Kommentare. Ich finde es geil, wenn wir das auch in Safe Space machen, wo wir voneinander profitieren und so ein bisschen lernen. Und sonst könnt ihr mega gerne in die Kommentare schreiben, wie euch die Podcast-Folge gefallen hat und so. Ich freue mich immer mega, mega fest über eure Kommentare. Ich muss sagen, das habe ich jetzt gerade einfach in letzter Zeit merke ich das mega fest, wie krass mich das motiviert. Also, weil ich jeden Tag ein bisschen am Aktualisieren bin und schaue, wenn ein neuer Kommentar kommt und so. Und das ist wirklich etwas, was mich richtig, richtig fest motiviert, zum Podcast-Folgen aufnehmen. Und eben auch die Interaktionen, um dann einen Kommentar im Podcast vorlesen. So, das motiviert mich extrem. Und ich bin so fucking dankbar für alle, die supporten. So. Voll. Also ich kann natürlich auch gerne supporten, wenn ihr mich abonniert. Ich glaube, wir haben jetzt im Fall dann fast 10'000 Abonnenten beim Podcast. Weil ich schaue gerade den aktuellen Stand. Wir haben, wo sehe ich das? 9'300. Also wir brauchen noch ein paar. So, darum, falls ihr meinen Podcast mal hört und so gefällt, dann freue ich mich mega, wenn ihr mich abonnieren würdet. Fände ich sehr geil. Und ja, dann würde ich sagen, wir hören uns nächste Woche wieder. Bye!